Das ist ein bisschen dasselbe, die Ordre de Grandeur, die changieren, wenn man an der Geologie schafft, da schafft man Millionen von Jahren. Wenn man die persönliche Zeit guckt, dann ist es meistens Stunden oder an Tag oder an Jahrhunderte. Das ist die Diskrepanz, aber eben dann vom Beruf her ganz flott ist, dass dann sicher geht, an Millionen Details sicher geht, wie zum Beispiel für rund 200 Millionen Jahre die Jahreszyklen waren, wie für 200 Millionen Jahre die Länge von den Tag war, was für deren Wert zu der Zeit gemacht wird. Das ist dann passionant für die Zeit dann auch ein Bild drauf zu setzen. Und ich meine, das ist eben, was an dem Beruf flott ist. Immens stark. Ich habe einen Beruf für das Leben als Syndikalist, wo ich nicht alles am Voraus planen kann, aber wo ich ganz oft Überraschungen erlebt, Dramen an Betrieben, Dramen mit anderen Situationen, wo ich dann Prioritäten muss setzen und da riskiert natürlich die Familie dabei, mich schlecht wegzukommen. Sie in der nächsten Hinsicht Literaturwissenschaftlerin. Du versuchst nicht zu verstehen, Texte, die in Sterne sind, von längerer Zeit. Ganz viele Texte beschäftigen sich da ja auch mit der Zeit. Wenn ich denke an einen Text wie An die Parzen vom Hölderlin oder À la recherche du temps perdu vom Proust. Das heißt, ich heute probieren zu verstehen, was damals von den Autoren an hier Gedichte ragelöt gehen. Es sind aber auch heute beruflich ganz stark damit befasst, zum Beispiel am Lützeburger Literaturarchiv, wo ich Dokumente sammle, wo ich probiere, nachzuvollziehen, wie die Lützeburger Literatur entstanden ist, was die Autoren geschrieben haben, für was sie das geschrieben haben. Ich probiere, Zeitzeichen zu befragen. Das heißt, eine ganz Panoplie von Aktivitäten, die sich mit der Zeit, immer die vergangene Zeit an diesem Fall befassen. Ja, bien sûr, da muss ich gleich von der Chronobiologie schwätzen. Ich meine, das ist eine ziemlich recente Notion an der Medizin. Wir kennen sie, das d'horloge biologique, d'horloge interne. Wir wissen, dass wir gewiss Rhythmen haben. Rhythmen, die als ganzen biologischen Wesen bestimmen. Das sind die sogenannten Zeitgeber, Synchroniseuren. Und das ist interessant zu gucken, das kann ich auch enregistrieren. Und ich denke dafür in allem an den Rhythmus circadien, den als Wachzeit bestimmt, als Schlafzeit. Und da können wir ganz munzig so klären, wir wissen noch, dass als Hormone changieren, dass die bestimmt sind durch Zeit, dass wir dann auch wissen, dass die gewissen Phänomene, die sind dirigiert von einem Cheforchester am Gehirn, das ist ein Hypophyse, aber da sind dann ganz gewisse Zonen am Gehirn, die da aktivieren, und das erklärt doch, für was wir zum Beispiel als Blutdruck, als Herzrhythmus, und das alles variiert den ganzen Tag durch als Temperatur. Und das ist ganz wichtig. Europit von der Chronobiologie sind wir dann auch auf Chronopharmakologie kommen. Wir wissen heute das, dass ihr gewisse Medikamente muss zu gewissen Zeit gehen, für das sie am besten wirken. Zum Beispiel ist es ganz wichtig, dass an der Krebstherapie Medikamente, die auch ganz stark sind, und da wissen wir, dass zum Beispiel Oves sich die Mitosen, die Multiplikation von den Zellen viel mehr schnell sind, und dass es dann auch ausgerechnet, wenn die Medikamente am besten wirken, wenn das am meisten schädlich sind.
Am meisten hat mich beeinflusst, dass, wenn du an der Geschichte guckst, Historiker immer Zeit ernst andeelen. Das hat mich von Anfang an beeinflusst. Und das ist immer so, dass, wenn du das französische Geschichtsbuch liest, dann ist das Evenement decisiv für eine neue Epoche anzufangen. Wenn du ein deutsches Geschichtsbuch liest, dann ist ein anderes Evenement, das decisiv ist, für das eine neue Epoche angeht. Und für die Historiker geht es ja so, wie für die normalen Leute Zeit aus sich überhaupt nicht. Es geht so nicht durch ihre Andelung. Aber wenn der sogenannte normale Mensch an Minuten, Sekunden, an Stunden schwätzt, da schwätzt ein Historiker an Epochen. Und das hat mich eigentlich ganz beeindruckt. Das Anfang auch durch meine Studien natürlich hat das mit sich gebracht, dass ich am Anfang in der Richtung echt an Präzision gegangen ist, wo das am Anfang ein ganz Kurs, das war am Anfang wie ein Konkurs, den an der Zeit gelernt war, für immer mehr präzis Zeit zu müssen. Und das hat sich in der Richtung ein bisschen stabilisiert an den 80er, 71er, Anfang 80er, wie der Quarz verallgemeinert ist, wie allgemein bekannt ist, dass ihn ganz präzis kommt an einer relativ einfachen Methode am Anfang Zeit müssen. Und das mit der Atommauer natürlich noch ein bisschen überschritten ging, aber nicht für den normalen Menschen, so dass es sich nicht mehr perceptibel. Sodass in am Fong sich de Moment kann Evaluierung machen, dass ein bisschen kann zurückkommen, dass Zeit mussen, da das sowieso allgemein Bekanntheit funktioniert, mit das ich am Fong konsekrieren kann ich durch die interessanten Mechaniken, respektive Chemechaniken, an nämlich so die Kurs op immer mehr präzis. Und das geht doch Leben und sicherem Trick. Ich weiß nicht, ob das stark beeinflusst hat. Das mit Leben selber, Menschen, die einmal verschwunden, weil hier Zeit rüber ist, während die Eiszeit geht. Politik ist ja an Zeiten allerdings auch gedeelt. Eine Legislaturperiode zum Beispiel dauert so auf Regierungskrise, der ich noch kein Fertigbrot hat. 5 Jahre und dann wissen, dass ich für bestimmte Sachen 5 Jahre hat. Das ist aber für eine künstliche Zeitandelung, weil die eigentliche Zeit, die Politik muss respektieren, als kein die rhythmiert wird durch Wahlgänge oder durch Legislaturperioden. Sodass ich denke, politische Zeit eigentlich nicht wesentlich anders ist wie eine mehr raisonnable Zeit. D'Astronomie ist eine Wissenschaft, die den Zeitbegriff am Fongol bannen dran hat. Den Zeitbegriff ist der Astronomie inhärent. Ein Beispiel. Wenn zum Beispiel die Lichtjahr hat. Die Lichtjahr ist ja eigentlich eine Längenmessung oder ein Maß für die Länge. Mit Zeit ist direkt mal dran. Oder ein anderes Beispiel. Wenn wir Sterne gucken, da gucken wir Sterne, aber wir gucken am Fungerland Vergangenheit. Weil das, was wir gesehen haben, ist ja vor vielen Jahren passiert. Also ist an der Astronomie Zeit mit dran. Das heißt, dass Beschäftigung von der Astronomie oder Beschäftigung mit der Astronomie für mich ein Zeitbild mit sich gebracht hat, das wenig definitiv ging ist. Ja, das war vielleicht zu gesehen, wie aus den Naturgesetzen, die an sich zeitinvariant sind, die also physisch und handelt sich an der Zeit nicht richtig unterscheiden können, wie sich daraus trotzdem Phänomene ergeben, die irreversibel sind, die also an gerichteten Zeitauflauf haben, wo es dann passiert an eine Zukunft. Also alle Gesetze, die man kennen von der Physik,
bis op ganz exotisch Gesetze, die pur partikule elementär gehen, die also die Zeitinvarianz brischen. All die anderen Gesetze sind Zeitinvariant. Et wie sind also net wann in ein Planetensystem gesäit, ob in der Film, den du gesäit von dem Planet die rund Menge Sonne drehen, ob den physisch oder handelt sich lief. Und so also mat allen Grundgesetze von der Physik, die sind alle gut in Zeitinvariant. Trotzdem wissen wir, dass es Phänomene gibt, die nicht Zeitinvariant sind, wo in also Vergangenheit an Zukunft unterschieden kann. An wie da den, das dem anderen entsteht, da erklärt Physik von den Zustand mit der großen Zahl von Objekten. An dat mengen ich als für mich darin kleine Offenbarung gewirrscht. Music is entirely about time. It is the conception of a composer within a specific time framework. A symphony, for example, has movements, fast movements, slow movements, quicker movements, fast movements. It is a framework in which a composer expresses philosophical thought within a time box. And within that box, my occupation, my vocation, is to project those philosophical thoughts straight from the composer's concept on the page to the listener's ear. I mean, in that sense, this piece of wood and my wielding of this piece of wood is all about time, micromanaging time. It's about the expression within the framework, whether or not it's a quicker tempo or a very slow tempo. There is expression within every beat of time. So music is very much connected with time, as indeed is practicing music, because practicing music is about giving yourself a period of time in which to accomplish a technical and musical solution to a technical or musical problem. Ich mengen még Studien selber, also Kunstgeschichte an Geschicht, dat huet mat der Zeit ofläft ze dienen. An mir just do den geléiert am Fong Zeit als eng Sukzession vu Momente ze gesinn, als ob es ganz lineares, an noch Kunstevolution zum Beispiel als eng lineare Entwicklung ze gesinn. An mam Art contemporain, du wo ich mich am meeschte drum bekümmeren, du merkennech, dass dat ganz ernst, dass mat der Erbeg, mat den Künstler vun Haut, du hast ma am Fong Simultanitéit vun viele Evenementer an vu viele Evenementer bewusst gin, an das Zeit am Fong keen so en linearen Oflaf huet. Ich kann ein Beispiel holen, den ganz praktischer, ganz einfach ist. Wir haben im Casino die Schrift All Art has been contemporary. Das heißt, als all Moment muss ich daran denken, dass sowohl Künstler wie auch all anderen Leute zur Zeit, wo sie gelebt haben, am Anfang ihr kontemporär waren, also ihr simultan, aber dass die Sachen, an denen wir uns erinnern oder die uns noch wichtig sind von der Vergangenheit, die auch eine Kontemporanität. Das heißt, also da verlaufen Zeiten am Anfang an die Sachen, die Kunst machen, aber auch am Allgemeinen das Leben ausmachen. Da kommen verschiedene Zeiten an den an. Und das viel durch meine Arbeit.